Ihr Maden! Kriecht im Dreck und fresst ihn Wer auf. kümmert sich um den Drachenschutz? Der örtliche Schmied, Dirk. Sicher. So, Willkommen. Ruhe, Habt ihr komm. Neuigkeiten über das Banditenlager? Ich habe den Standort. Hervorragend. Erzählt mir alles, Drachentöter. Sie verstecken sich in verborgenen Höhlen nahe der Mine. Das Kennwort, um Zutritt zu bekommen, lautet rote Beete. Sehr gute Arbeit, Drachentöter. Ihr habt euch eure Belohnung redlich verdient. Das würde ich auch sagen. Ich fordere Verstärkung aus Allerot und Flussheim an. Bald werden diese Banditen Geschichte sein. Gut. Danke. Wow. Eis. Eis. Ein Gürtel interessiert mich nicht. Also, das ist Nahkampfrüstung plus Eis, Fernkampfrüstung 2 Eis. Das ist 7 Lebenspunkte. Das ist aber krass. Was ist das da? Nahkampfschaden 3 bis 24. Das ist zwar schon noch krass, da das Urschild, hä? Ich nehme das. Und das und das und das und dann nehme ich das. Gut, danke. Hübsch. Dann tun wir das natürlich gerade ausrüsten, weil sonst verhaue ich es wieder. So. Und du? Dieses unaufhörliche Geschnatter lässt mich bald zur Klinge greifen. Sagt, dass ihr etwas zu berichten habt, damit wir die Jagd beginnen können. Euer Glückstag, Kommandantin, ich habe einige Indizien. Dem Göttlichen sei Dank. Los, erzählt. Die Aussagen sind etwas vage, aber wir sollten unsere Aufmerksamkeit ganz klar auf den verlassenen Tempel und die direkte Umgebung richten. Gut, damit haben wir eine konkrete Spur. Ich hoffe, Marius ist bald mit weiteren Neuigkeiten zurück. Bevor wir gehen, will ich jedoch, dass ihr die Gruft im hinteren Teil der Kirche betretet. Aus welchem Grund? Beim nächsten Teil eurer Initiation solltet ihr in einer Gruft unter der Akademie von Flussheim einem Untoten gegenübertreten. Den Zorn eines niederen Geistwesens zum ersten Mal zu spüren, ist eine grausige Erfahrung. Bei diesem Aufeinandertreffen prägt die Mischung aus Angst, Euphorie und eiserner Beharrlichkeit den Drachentöter und setzt große Mengen Adrenalin frei. Dadurch wird das anfängliche Chaos, verursacht von den Erinnerungen, gemindert. Die Wirkung ist jedoch zeitlich begrenzt, daher ist der nächste und letzte Teil der Initiation Drachentöter. Alles in Ordnung? Was sind das für Blitze? Die Erinnerungen der Drachen, sie dringen in euch ein. Nehmt diesen Schlüssel und tretet dem Geist gegenüber. Beeilt euch, bevor es noch schlimmer wird. Oh. Einhandschwert. Na, der ist eigentlich scheiße. Was? Ich nehme den Stutz. Der Stutz, der interessiert mich. Wer kümmert sich um den Drachenschutz? Der örtliche Schmied. Also, Dirk. jetzt muss ich, Sicher das hat er mache ich jetzt unermüdlich glaube ich noch Nein. schnell. Der Keller von der Kapelle. Und, hey, ist das nicht geil, Mann? Ich kann wieder etwas ausrüsten. 2. Und so. Ja. Und Fertigkeiten. Verteidigung. Was ist das? Kampfrausch. Ihr habt in dieser Fertigkeit... Aha. Ihr erhaltet einen Bonus von 4 auf den Nahkampfrüstungswert und 4 auf den Fernkampfrüstungswert. Jedoch einen Malus von minus 20% auf Nahkampfschaden und minus 20 auf Fernkampfschaden. Nein, das ist ja voll verschissen. Ihr erhaltet einen Bonus von 20% auf Nahkampfschaden, jedoch einen Malus von minus 4 auf den Nahkampfrüstungswert. Die Wirkung hält maximal 120 Sekunden an. Was ist das da? Ihr tötet euren Gegner, wenn seine Lebenspunkte unter 10. Das ist auch kacke. Kampfrausch, ich glaube ich mache das da. Hä? Oder Gedanken lesen, unbewaffnet. Experte Einhand, Schlösser knacken, Zweihandwaffe.
Ach, ich habe ja 2 Punkte, weil ich das Buch gelesen habe. Für weitere Informationen. Verstauen, das ist sicher auch gut. Da und da. Oder? Eure Waffe 7% mehr Schaden und ihre Rüstungswert steigt dank des Schildes um 8%. Die Wirkung der Tränke 10% erhöht. Von euch beschwörte Kreaturen erhalten so viel. Geist beschwören. Ihr könnt einen Stufe 1 Geist für 60 Sekunden beschwören, er wird euch bis zu 2 mal 12 Lebenspunkte heilen. Ja, 12 Lebenspunkte, Mann, das ist schon voll Güsel. Ich nehme noch da Kampfrausch. So. Gut. Ich dachte, ich würde hier mit richtigen Soldaten arbeiten und nicht mit rückgratlosen... Habe ich jetzt nicht noch etwas ausrüsten können? Erhöhte Reflexe. Da. Das da. Ja. Ich kann doch irgendetwas noch... Wählen. Schwachköpfen wie euch! Ich weiß es nicht mehr. Ja. Muss man schnell aufs Uhrli schillen. Ja, ich bin jetzt leider... Ja, nein. Ich würde eigentlich gerne noch weitermachen, aber ich muss eigentlich eine Aufnahmepause machen. Das tut sicher auch gut, weil ich glaube, ich bin gerade ein bisschen ruhig geworden. In den letzten paar Minuten. Ja, ich beende kurz das Let's Play. Ich mache eine kleine Aufnahmepause. Werde bald wieder weitermachen. Ich danke euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, bitte ein Like und natürlich abonnieren. Ist immer wichtig. Das ist das Wichtigste überhaupt, was man machen kann. Also wenn man das nicht macht, da verpasst man so viel. Oder? Kann man nie mehr wieder reinholen und so. Nein, also, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. He? So, servus zusammen. Und grüezi zum Fortlauf von meinem Let's Play Divinity 2. Gut, wir fangen hier gerade an. Ich bin da letztes Mal stehen geblieben. Und muss, wenn ich mich richtig erinnere, hier runter. Genau. Zwar ist das da... Noch nicht. Ui. Der Fortlauf von der Hauptquest, glaube ich. So. Sehr gut. Ich sehe da gerade, ich habe nicht mehr in der Liste drin. Heiltrank. So, komm. So, Verjüngung stellt innerhalb Lebens- und Mana-Punkt. Gut. Mal gucken, wo wir da durchkommen. Interessant. Very interessant. Das Buch.
Oh, Kiste. Wow. Ist das... Ein weiterer Gegenstand für meine Sammlung. Ist echt das für so ein Viech zu beschwören? Ist noch gut möglich, hä? Das ist sehr gut möglich. Oh, oh. Was? Hey, schau da. Hört mich an, Drachentöter. Ja. Hier ruht der Geist eines Menschen, der auch einst ein Drachentöter war. Kämpft gegen mich und obsiegt. Nur dann erweist ihr euch meiner würdig. Okay. Ich kann nicht. Ja, locker, oder? Glückwunsch, Drachentöter. Das Ritual der Erinnerungen hat euch nicht all eurer alten Kräfte beraubt. Woher wusstet ihr, dass ich vor kurzem eine Initiation hatte? Ich erkenne einen Neugeborenen, wenn ich ihn sehe. Ich selbst brachte viele von ihnen nach Leuchtenfeld. Du hast ein komisches Gesicht in deinem Ranzen, weißt du das? Wie heisst ihr? Ich bin der Geist von Lord Arben, der geschworen hat, nicht eher zu ruhen, bis alle Drachenritter tot und aus dieser Welt verschwunden sind. Der letzte Drachenritter ist nicht weit. Die Blasphemie namens Talarna ist es, die ihr jagen werdet. Vergeltung ist nah, mein Kind. Und damit auch das Schicksal der Drachentöter. Hier, ich vertraue euch mein Schwert an. Möge seine eisige Klinge mit Talanas warmem Blut benetzt werden. Hä? Seid ihr im Kampf gegen einen Drachen gestorben? Nein, es war das hohe Alter, das meine Zeit als Drachentöter beendete. Aber davor hatte ich großen Anteil an den Raubzügen gegen die Verräter. Ich machte mir während der ersten Jahre der Drachenjagd einen Namen. Mit dem Schwert, das ich euch gegeben habe, wurde das Schicksal vieler Gegner besiegelt. Ich sehe es noch deutlich vor mir, wie die Klinge im Licht der Sonne glänzt, bevor sie sich in die Brust des Feindes bohrt und anschließend in tiefem Rot als Zeichen des Sieges emporgestreckt wird. Was werdet ihr jetzt tun, erhabener Geist? Sobald ihr mit den anderen Drachentötern Talana vernichtet habt, werde ich in der Halle der Seelen meine letzte Ruhe finden. Ruhe in Stille und Vergessenheit. Okay. Gehabt euch wohl, Drachentöter. Gedenkt meiner und meines Erbes, bis wir uns vielleicht eines Tages wiedersehen. Okay, und was ist jetzt das für das Schwert? Benötigt Stufe 18. Ja. Und was wollte ich jetzt mit dem? Schlüssel. Buch. Truhe. Hübsch. Ja. Gut. Wieder ein Schlüssel mehr, wo man nicht wisst, für wo. Das ist immer gut. Ja, dann. Dann ist das so, hä?